Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Hellsich. Das heißt nix wie raus hier aus dem Reaktor. Der letzte Episode ist der Countdown gelaufen. Wir müssen uns jetzt richtig dummeln, dass wir hier rauskommen. Eieiei. Was sagt uns die Jessie? Ist bei dir alles in Ordnung? Mein Bein steckt fest. Dankeschön. Nala. Dann klettern wir wieder hinterher. Und du hupsen wir wieder automatisch hoch und das kann auch alle. Da müssen wir nichts klicken. Ups. Oh. Und wieder in Zufallskampf verwickelt Woche. Und einer von hinten angegriffen Woche. Die Schweine. Ja, ich krieg ihn mal. Mit einer Attacke macht er dann fertig. Oh, das war ein Fehlschlag. So hat er den Gegner wohl ausnahmsweise nicht verwischt. Wurde vor harte Barrett so richtig drauf. 21 Schaden haben wir gemacht. Und 44. Wir sehen, es hat sich richtig gelohnt, dass der Barrett sein Sturmgewehr gekriegt hat. Tranken wir mal liebend gern mit. Wir gehen hier wieder raus aus dem Kapuff. Und jetzt machen wir mal L3, damit wir schnell sind. Und da aber können wir wieder normal laufen. Schalter ein. Jetzt sind wir wieder auf der oberen Etage. Und wir sind wieder unser Kamerade. Code entziffert. Vorsichtig sei. Code entziffert. Und hier raus. Oh. Auf der letzten Trigger gibt es noch einen Zufallskampf gegen treibende Roboter. Ja, Allah. Jetzt hab ich den, der sich aufgelöst hat, schon als Ziel ausgewählt, aber das macht nichts. Er sucht sich ja automatisch ein anderer, wenn sein ursprüngliches Ziel kaputt ist. 43 Schaden, eine Barrett 44. Jetzt sind sie einigermaßen gleich auf die Sache. Und wir sehen auch an Barretts Hand das neue Gewehr. Also es wird auch definitiv neu animiert, wenn jemand eine neue Waffe hat. Jetzt rennen wir alle zusammen hier raus, ohne dass ich da was drücken kann. Jessie ist wieder auf dem Boden. Und jetzt geht das Ding in die Luft. Das hat einen ordentlichen Rumsgeber. Und wir sitzen im Tunnel fest. Das dürfte ein Planet Mulle Atembaus verschaffen. Ja. Yeah. Okay, all miteinander zurück. Eieieiei. Da hat sich aber einer aufgerissen. Am Ende brennt noch der Berzel. Jo, fahrt von hier. Rendezvous an der Station in Sektor 8. Bloß nicht trennen. Oh, sorry, das war. Trennt euch und in den Zug dann ein. Jeder rennt jetzt seinen Weg. Du willst dein Geld? Warte, bis wir wieder im Versteck sind. Okay, jetzt ist jeder auf sich selber gestellt. Damit man nicht als Gruppe gefasst wird, muss jetzt jeder seinen Weg finden, wie er hier rauskommt. Wir rennen hier die Treppe hoch und gehen auch in etwa in die Richtung. Und sind hier in einem ganz reizenden Viertel gelandet. Oh. Da rennen lauter wiechte Kerle rum, die das Blumenmädel umschmeißen, was wir in der ersten Sequenz gesehen haben. Entschuldigung. Was ist denn passiert? Ja, machen wir lieber das. Du verschwindest lieber von hier. Echt? Ich weiß nicht, was los ist, aber gut.
Ich muss selber schon lachen, das ist so blöd, wenn ich die Stimme so vorlese. Dann bleibt dir nur noch der Weg, den wir gehen können. Und du rennst überall wie die Närrische rum. Und ich kann damit deine Leid nicht retten. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr edles Viertel. Was zum Geier geht denn hier vor? Da liegt was? Trank. Und der hier? Ich frage mich, was da drüber an der Wand ist. Mal gucken. Lasst euch von der Anneline zum Narren halten. Die Makroenergie, die gibt's nicht ewig. Das ist die Lebensquelle vom Planet. Das Ende ist in Sicht. Die Beschützer vom Planet, der Chorus. Na Allah. Da laufen wir jetzt rum. Ich muss auch sagen, falls ihr in der ersten Episode schon gesagt habt, nee, liest bloß nicht auf pelzig vor. Das muss jetzt zwar ein paar Episoden halten, weil ich habe mindestens 4 Episoden, die ich jetzt an einem Stück aufnehme. Soldat. Hey, du da! Shinra-Soldaten. Kämpfen sie. Herrlich. Ja, das sind nur Schnullis, die kriegen wir locker hier. So. Und der Cloud, der hat ja mal, wie sie in der letzten Episode, in der ersten gesagt haben, hat ja mal zu Soldat gehört. Und das wird auch noch aufgelegt, was das sind. Was das verleiht waren, die für die Shinra gearbeitet haben. Steht Sachen, wir machen sie lieber in eine kleine Gruppe schnell kaputt, bevor wir zum Schluss der geballte Scheiße einmal haben. Mit dem Knüppel machen sie mehr Schade als mit dem Maschinengewehr. Das sagt einiges über die Qualität von der Soldaten aus, wie ich finde. Jo, wir haben Level 9 erreicht. Da ist er. Ach, als rufende Wetter. Wozu spielen wir es dann? Wir müssen auch mal ein bisschen aufleveln. Angriff von beiden Seiten. Ja, jetzt ist ein Nipsangenomene Woche. Das macht natürlich ein bisschen mehr Schaden. Und ich die Sache, denn wir machen mal fort. Ja, die da hinten, die machen ein bisschen mehr Schaden. Jetzt aber nicht so sehr. Und jetzt ist er dazu noch ein lähmes Massaker. Aus der Distanz macht er nur 4 Schaden. Das ist etwas erbärmlich. Aber dafür sind so die anfängliche Gegner, die sind absolutes Kanonenfutter. Hinterher. Weiter kommst nicht. Ich hab keine Zeit mit euch zu kloppen. Genug gebabbelt. Schnappt euch. Und wir sind in der Zug eingestiegen. Von Sektor 8. Cloud ist der Kummer. Wolk. Ob er umgebracht worden ist? Nee. Wolk. Sag mal, Mensch, die Wolk kämpft bis zum Ende von der Chorus. Wer soll nicht das wissen, bin ich etwa ein Hellseher? Wenn er nicht also ausgeflippt wird. Bert, was ist mit unserem Geld? Nix, sorry. Hättest nicht gerafft, dass da draußen vor der steht. Volk! Volk. Bin wohl ein bisschen spät, wa? Verdammt einmal richtig. Es war verdammt spät. Machst dir einen riesen Auftritt.
Ist da nichts dabei? Mache ich doch immer so. Ach, Mist. Alle haben sich Sorgen um dich gemacht und du scherst dich nur um nichts anderes als um dich selber. Du hast dich um mich gesorgt. Was? Zieh ich davon dein Geld ab, du Argeber? Leitz. Es geht los, mir noch. Ey, Volk, du warst klasse. Volk, das nächste Mal sind wir noch besser. Vorsichtig, ich mach's zu. Ach, Volk, dein Gesicht ist total schwarz. So, besser. Danke, dass du beim Reaktor geholfen hast. Zack. Jo, da sind wir in einer richtig schönen Bahn. Letzter Zug aus Sektor 8, Endstation Sektor 7, Depot, erwartete Ankunft 12:23 Uhr, Midgard-Zeit. Okay, bei dem seinem Anblick rennen sie dann doch fort, die Knabe. Da fleht's, dass ich erstmal hier. Und jeder macht hier noch seinen Schampel und der Mann im A-Zug. Deswegen hasse ich den letzten Zug. Oh Mann. Es ist mein Haus, macht's euch gemütlich. Hast die Schlagzeile im Shinra-Tagesanzeiger gelesen? Beziehungsweise in der Annelien Press. Terroristen, die Reaktornummer 1 gesprengt haben, kommen hierher kommen irgendwo aus des Landes. Da haben sie in ihren Reaktor in die Luft gejagt. Die haben sich ganz schön was ausgedacht. Wir sind ein ziemlich cleverer Anführer, Heimer. Was wir als nächstes schaffen? Das wäre mir nicht so sentimental. Ob dich hin, halt die Gosch. Offenbar ist der Zug noch nicht auf Sicherheitsmodus umgeschaltet. Das wird sich mal sicher ändern. Hey Volk, willst du mal das mit mir angucken? Karte vom Schienennetz aus Midgard. Können Sie es mal angucken? Ich werde es dir erklären. Ich mag sowas, Bonbon-Monitore. Nächste abfahrende Zeich. Pass auf, gleich fängt's an. Das ist ein exaktes Modell von der Stadt Midgard. Maßstab bis 1:10.000. Aber eine Ebene liegt ca. 15 Meter über dem Boden. Der Hauptträger versorgt die Ebene im Zentrum. In jedem Sektor gibt es weitere Versorgungsträger. Reaktor Nummer 1 über die Luft hier 8 im Sektor. Hier sind Reaktor Nummer 2 und 3 und alle anderen bis 8. Die 8 Reaktoren versorgen Midgard mit Strom. Früher hat jedes Viertel einen Namen gehabt, aber keiner in Midgard erinnert sich mehr dran. Es gibt so nur durchnummerierte Sektoren. So weit ist es schon gekommen. Ja, jetzt da dazu. Und guck. Das ist der Streckenplan vom Zug. Die Strecke fährt spiralförmig um den Hauptträger herum. Wir müssten gleich im Zentrum sein. Jeder Kontrollstelle befindet sich ein ID-Sensor. Ihre Zentraldatenbank in der Annelien-Hauptquartier ist es drin angeschlossen und es überprüft die Identität und den Lebenslauf von jedem Passagier hier im Zug. Jeder sieht, dass sie mal verdächtig sind, deshalb soll das Beige immer gefälschte Ausweise. Wenn man vom Teufel spricht, die Lampe zeigt, dass wir im Ausweiskontrollbereich sind. Wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Gestalten reinkommen. Egal, wir sind sowieso fast aber Schwein gehabt. Mutter, kannst du an die Oberfläche gucken? Deren Stadt gibt's nie Tag und Nacht. Wenn die Platte nicht wäre, könnte man den Himmel sehen. Schweben die Stadt, da wird's mir richtig mulmig. Hätte nicht gedacht, dass du mir sowas sagen tätst. Bist wohl immer für Überraschung gut. Die Welt over, eine Stadt auf einer Platt, wie eine Hanepampel. Scheibe müssen wir die Leute unten nicht leiden. Müssen die Leute ohne leiden.
Und die Luft in der Stadt ist auch noch total dreckig. Und außerdem verbraucht der Reaktor alle Energie. Warum ziehen da nicht alle auf die Platte hoch? Ich weiß nicht, wahrscheinlich weil sie kein Geld haben oder wahrscheinlich weil sie ihr Land lieben, egal wie dreckig das ist. Ich weiß, keiner lebt freiwillig in des Slums. Es ist wie mit dem Zug hier. Der kann auch immer nur durchfahren, wo die Gleise hinführt. Und du hast immer an der Plattform und oben drüber ist die eigentliche Stadt. Und die Slums ist das, was unter der Platte liegt. Und wir sind passend zu Final Fantasy VII im Sektor Sivir gelandet. Wir springen alle raus, alle sind mega happy. Der Barrett zum Schluss mit dem Cloud dann noch. Na Alla, jetzt können wir uns hier wieder frei bewegen. Hey, alle mal herkommen. Die Mission war ein Erfolg, aber ihr dürft euch nicht auf eure Lorbeere ausruhen. Der schwierigste Teil, der kommt erst noch. Lasst euch bloß nicht von der Explosion einschustern. Der nächste fällt noch viel größer aus. Wir treffen uns dann im Versteck. Raus hier. Ich gehe jetzt mal einfach in die andere Richtung. Und das wird später noch wichtig sein. Ihr seht, all die Züge wie der hier sind fest in den Hintergrund integriert. Nur der Endezug ganz rechts im Bild sieht ein bisschen anders aus und ist wie der Cloud hier nicht in der Fotografieaufnahme von der Umgebung mit dabei. Das wird aber später noch wichtig sein. Ich lass dich heute Nacht nicht gehen. Wie? Können wir irgendwo allein sein? Wie? Es gibt einen Eisenbahnfriedhof, da spukt's aber. Wer ist es? Okay, die rennen alle da links hier. Gibt's aber auch noch was? Jetzt aber? Machst du da? Das geht aber nicht. Willst du das auch gucken? Da war's Explosionen, gell? Wenn der Pfeiler einstürzt, bleibt von der Leid in des Slums nicht mehr viel übrig. Na ja, es hat keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Guck nur, das ist gigantisch. Ja, da geht's hoch. Das ist einer von der Hauptpfeiler, der die Platte überträgt. Das kann man sich da aber vorstellen wie eine Pizza, die in 8 Teile geschnitten worden ist. Oder in mehrere, ich weiß gar nicht, wie viele Sektoren das es gibt. Auf jeden Fall stützt das hier mit dem anderen Ding die Platte over. Wenn der wegfällt, dann kracht so ein Pizzastück weg. Ah, was ein seltsamer, aber schöner Anblick. Kehrt alles mir, darfst du aber herkommen, wenn du magst. Ja, Allah. Ja, Cloud, Wolk, hier rüber, sofort. Und ich würde sagen, das, ihr liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Entschuldigung, aber die Stimme so verstelle, nacht ganz schön an der Stimmbänder. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Machen's gut bis dahin. Ian Yankee.